Und für Sie, liebe Zuschauer, stehen wir doch gern früher auf. Themawechsel. Er ist 28 Jahre alt und arbeitet eigentlich bei einem Autobauer. Doch dann hat Matthias Riegler aus Müngelstetten seine zweite Begabung entdeckt, nämlich das Gstanzlsingen. Und das tut er inzwischen auf zahlreichen Festen und in vielen Wirtshäusern. Und zwar mit großem Erfolg, hat unser Oberbayern-Reporter Wolfgang Köppendörfer festgestellt. Ja, die wo Zwiebel stehen wohnen. Wenn der Hirs zum Gstanzlabend einlädt, dann ist das Wirtshaus brechend voll. Und vom ersten Moment an hat er sein Publikum im Griff, auch wenn es einiges aushalten muss. Wir sind die schwärzerste Gemeinde. Wir sind schwärzer wie die Nacht. Bei uns wird sogar unterm Dach Straßenlampen angemacht. Ja, Gstanzl ist also normalerweise ein Vierzeiler bei uns, die normalen Reuterjackel-Gstanzl. Das muss lustig sein, darf nicht zu derb sein. Und für mich persönlich ist immer das Wichtigste, dass der Besungene auch nur drüber lachen kann und nicht beleidigt oder ja, grantig ist. Oft dichtet der Hirs spontan auf der Bühne und manchmal auch in seiner Stuben am PC. Und dann wird geprobt. Ja, vor der Liesl ihrem Fenster steht ein Riesenneger im Nieselring. Dabei war er doch so riesig gern im Zimmer bei der Liesl gelegen. Dabei war er doch so riesig gern im Zimmer bei der Liesl gelegen. Das sind die Gstanzln, die die Leute hören wollen. Der Hirs weiß halt, auf was seine Fans stehen. Die lustige bayerische Art, sich gegenseitig da ein bisschen auszusingen, macht echt Spaß. Mir gefällt einfach das, wenn das Bayerische braucht und wieder aufgelebt wird. Und es ist allweil wieder eine Gaudi bei uns. Aber man geht schon derb zu, oder? Ja, das muss man vertragen in Bayern. Und auch wir müssen beim Hirs ein bisschen was vertragen. Saturns ist der allerbeste Sender. Ja, das ist einmal ganz gewiss. Vor allem, wenn bei den anderen grad Werbung da ist.